Bonjour. Merci, dass da Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesinn erlauschteren. Moment von engem Jahr als Dusus eng Bilanz zu machen. An am Anfang von engem neuen Jahr hüllen sich gern vieles a gutes vier. Wenn ich eng kurz Bilanz von 2009 aus meiner Sicht als Europadeputierten machen kann, dann darf ich feststellen, dass es eigentlich die richtige Decision war, von mir nach ein Kehr trotz meiner 80 Jahren für das Europaparlament zu kandidieren. Das war ja nicht so überlegt, ob gelöscht von 6 Kandidaten für das Europaparlament zu kommen. Ich kann auch die ganz suchen und erinnern an der Partei verstehen, die das lieber verhindert hätten. Die Europawahlen sind für CSV, so wie die Nationalwahlen, gut ausgegangen. Durch den neuen Wahlmodus mit 6 anstatt 12 Kandidaten, ohne Doppelkandidaturen, sodass die Großtenoren à la Juncker nicht mehr auf der Liste waren für das Europaparlament, sind natürlich dazu geführt, dass Stimmen verloren gegangen sind. Trotzdem konnte CSV hier 3 Sitze retten, weil die Spitzenkandidatin Viviane Reding Kommissarin zu Brüssel geht, konnte nur die 4. von 6 Kandidaten nachrutschen. Wir sind als CSV-Delegation am Europäischen Parlament mit Frank Engel und dem Georges Bach prachtvoll abgestellt, quantitativ und qualitativ. Ein positiver Bilan kann ich auch ziehen a puncto Chargeverdelung an dem neuen Europaparlament. Ich hatte die große Chance, von meiner Fraktion, der Europäischen Volkspartei, als Käster abgestellt zu gehen, und haben die Wahlen am Plenum zu Straßburg am Juli auch gewonnen, mit den drittmeisten Stimmen von den 5 Kästern. Weil an der Funktion auch Member vom Präsidium vom Europäischen Parlament ist, hat Lützeburg durch mich auch von den 20 Membern vom Büro vom Parlament, was auch für Personal und Immobilienpolitik zu Lützeburg als Sitz vom Generalsekretariat vom Europäischen Parlament wichtig ist. Weil sich an so einer Funktion lange Jahre raschaffen muss, wäre es nicht so falsch von mir, für nach 5 Jahren Europadeputiert zu gehen. Von da aus gesehen war 2009 also für mich persönlich ein gutes Jahr, weil ich es auch nach fertig bräuchte, an den Kommissionen vom Europäischen Parlament, die für Lützeburg wichtig sind, einen Sitz zu kriegen. Ich bin Vollmember von der Wirtschafts- und Währungskommission, und Ersatzmember an der Agrarkommission. Ich bin noch nach an der Fragkommission. An der Kommission Ökonomik und Monetär geht es im Moment und an den nächsten Monaten über die neuen Regelungen vom Finanzsektor. Und dafür ist es doch gut, dass ich als Lützeburger an der crucialen Kommission für die Zukunft von der Finanzplatz Lützeburg sitze. Wo ich alles anders als Licht tun, muss ich sagen, einen Standpunkt an ein Terrain zu verteidigen, besonders an denen höchst technischen Dossiers, an denen wir schaffen. Darüber werde ich euch in den nächsten Wochen nach am Detail informieren. An der Agrarkommission kommen auch ganz wichtige Decisionen an der nächsten Zukunft dabei zu. Es geht natürlich darum, die richtigen Solutionen für die Überleben von den Bauernbetrieben, von genug Bauernbetrieben zu Lützeburg zu finden. Wir müssen auch die finanzielle Kader für die gemeinsame Agrarpolitik nur 2013 festlegen. An das geht ein hart noch.
Ich bin den einzigen Lützeburger Europadeputierten an der Agrarkommission, die sich auch an den nächsten Monaten nach mit wichtigen Regelungen für den Weinbau, Stichwort Plantationen, Qualität, aber auch Etikettierung von alkoholischen Getränken kümmern muss. Ich brauche also nicht zu fährten, dass ich mich 2010 am Europäischen Parlament langweile, bien au contraire. Es besteht doch kein Gefahr, dass ich in eine Situation komme, wie die frühere französische Politstarin Rachida Dati. Sie hat schon gemeint, sie hat es genug am Europaparlament. Sie hat gesagt, je ne vais craquer, moi, je ne vais pas craquer. Das gesagt, wünsche ich euch all ein gutes Jahr 2010, eine gute Gesundheit, die ich auch hoffen zu behalten, weil ohne eine Gesundheit als den interessanten, aber stressigen Job am Europaparlament nicht zu machen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis die nächste Kehr.